Fleck mal los. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Man glaubt es kaum, aber bei der Familie Federer soll es schon wieder Zwillinge geben. Man sagt, die Mirka sei wieder doppelt schwanger. Aber hallo Roger, das ist ja unglaublich, oder? Ja, ist klar, oder? Wobei gewonnen ist erst, wenn du 6 Punkte hast im Tennis, oder? Wir stehen erst bei 4, Zwilling Nummer 5 und 6 sind dann das Tiebreak und der Stoppball, oder? Gerade zweimal Zwilling, das ist natürlich dann schon auch ein bisschen streng für Mama und Papa Federer, für Mirka und Roger. Aber es gibt bereits Freiwillige, die sich da melden, zum Helfen. Der arbeitslose Fußballtrainer, der Christian Gross. Absolut. Federer, es braucht jetzt sicher eine Nanny. Und seit den Jokins kenne ich mich mit der Betreuung von Kindsköpfen im Doppelpack aus. Und die ersten Promis, die gratulieren auch bereits am Roger. Der Unternehmer Multimillionär und der frühere Bobfahrer der Hausi Lüttenegger. Roger ist ein super Typ, ist ein guter Freund von mir. Kommt sicher auch aus Bichelsee, 2 Schüsse, 4 Treffer, ein Erfolgstyp, genauso wie ich einer bin. Nationalrot Bürgerle, guten Morgen. Auch Sie gratulieren dem Fedi zu der zweiten Zwilling. Absolut, muss aber sagen, ich bin nur mittelmäßig begeistert. Schauen Sie, es wäre sicher noch schöner, wenn noch mehr Schweizer sich so vermehren würden wie Federers. Aber sogar unser arme Roger selber hat sich ja eine fruchtbare Slowakin müssen suchen, weil alle Schweizer Frauen lieber gehen arbeiten, als Liebe machen. Verstehen Sie? Das ist ein anderes Thema. Brisante Aussage von dieser Woche. Der Nestle-Chef Peter Brabeck hat gesagt, der Fall Carlos, als junge Straftäter im Türen Sondersetting, sei der Grund für das Ja zu der Masseneinwanderungsinitiative. Hat der Brabeck da nicht ein bisschen etwas durcheinander gebracht, Herr Mögerli? Der staatlich subventioniert Kickboxer Carlos. Das ist noch schwierig zu sagen. Kickboxer Carlos. Für das Jahr verantwortlich ist, weiss ich nicht. Aber sonst ist er sicher an vielem geschuld. Verstehen Sie? An allem. Vielleicht weiss ja die Weltwoche nach der Recherche mehr. Roger Köppel. Also wenn der Carlos geschuld ist, an was auch immer, dann kommt er bei uns auf die Front. Und wenn er nicht geschuld ist, dann kommt er auch auf die Front. Weil das wäre noch die grösste Sensation. Also nochmal die Frage, ist die Aussage von Peter Brabeck richtig oder falsch? Ist der Carlos der Grund für das Ja an der Urne? Nationalrat Christoph Blocher? Gerber, Philipp, muss ich Ihnen sagen, jetzt glaubt mir so nicht immer ganz schon mit Erfolg. So weit ist es. Komm mit der Schweiz, bergab ist sie gegangen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.